dich sollte man auch erschiessen, weil du erschießt Tiere. Ja, warum tötest du ein Tier? Das macht dir nur Spass. Wie kannst du das? Ich muss mich als Jägerin viel rechtfertigen, ja. Jäger haben kein Mitleid. Ja, das stimmt. Weil wenn ich Mitleid habe, dann mache ich Fehler und kann mich auch nicht mehr auf die Jagd konzentrieren. Jäger sind Mörder, das höre ich immer wieder. Wir erlegen aber ein Tier weidmännisch und artgerecht erlegen. Wir ehren die erleideten Tiere auch, indem wir ihnen den letzten Bissen ins Maul tun. Und man achtet auch darauf, dass man das Tier auf die rechte Seite legt, weil das Herz links ist und so näher zum Himmel ist. Und das ist für mich etwas ganz anderes als Ermorden. Ja, Jäger haben eine dicke Ranze, sie säufen nur, sie haben einen Schneuz, haben komische Hüte. Genau eigentlich so, wie ich uns sehe. Also, dass Frauen keine gute Jägerinnen sind oder können sein, das stimmt überhaupt nicht. Aber es haben wirklich alle immer das Gefühl, ich muss mich als Frau in einer Männerdomäne mega beweisen. Aber ich höre auch nie irgendwie Sprich, «Ja, du magst das Jürgen nicht abtragen.» Ich höre wirklich oft, dass Jäger auf alles ballern, was sich bewegt. Die Jagd unterliegt aber einem Gesetz, das einerseits die Begrenzung der Wildschäden, den Schutz der bedrohten Arten und auch eigentlich die Artenvielfalt beinhaltet. Und somit ist vorgegeben, was ich erlegen und was nicht. Jäger können keine Vegetarier sein. Das stimmt wahrscheinlich irgendwo schon, weil man ja das Tier, das man erleidet, schliesslich auch verwerten und dann will ich das eigentlich auch essen. Ja, denke mache ich Fotos mit einem Tier, das ich erleidet habe, weil ich auch stolz darauf sein und weil ich auch Freude habe, dass ich das verschiessen darf. Aber es hat nicht damit zu tun, ja, ich habe jetzt ein Tier ermordet, sondern einfach halt das ganze Erlebnis und alles. Und ich bin dem Tier in seinem Lebensraum begegnet und habe mich mit dem gemessen und das verschiessen. Und habe jetzt ein schönes Erlebnis, und ich mich gerne daran erinnere. Also, dass die Jäger gar nicht viel kennen, stimmt natürlich überhaupt nicht. Wir müssen in der Schweiz ein einjähriges Hegejahr absolvieren, wo wir eigentlich alles über Biologie, Ökologie, über Jagd, über Waffen und noch viel mehr lehren. Und für mich ist eigentlich der Jäger wirklich eine Person, die ein Haufen Wissen über die Natur und auch über die Zusammenhänge hat.